Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's. Oder wieder von vorne geht's. In Outer Wilds. Hopp. Ich glaube, wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich weiß nicht, wie lang die geht. Ich weiß aber... Moment. Wo war dann das nochmal? Wo man da auf den Berg gehen konnte. Da, Observatorium. Alles Klarium. Thorium. Ja. Man konnte ja noch irgendwie so Training machen. Irgendwas habe ich doch gesagt, Gerät. Das will ich jetzt noch schnell machen. Und dann gucken wir mal. So, des Weiteren habe ich mal eigene Videos angeguckt, ne? Wie man das so macht. Bei dem man sich selbst auf die Schulter gekloppt und gelobt hat. Und habe festgestellt... Wo muss ich denn da überhaupt hingehen? Kamera nutzen. Abschluss aufnehmen. Okay. Und habe festgestellt, dass die Landung... Man sollte eventuell... Was ist das? Ich sah Rauch aus dem Jungenrinden gerade im Norden aufsteigen und dachte mir, das sollte ich mal überprüfen. Du kannst den Scoutwerfer benutzen, solange ich weg bin, aber bitte mach nichts kaputt. Scoutwerfer, das wollte ich machen. Da ist der Planet, hast du es gesehen? So, was ich eigentlich sagen wollte, ja, halt nochmal 2 Durchgänge, dass es gleich klar ist. Man sollte vielleicht, wenn man auf dem Planeten landen will, so landen, dass man mit den Füßen landet und nicht mit der Nase vom Raumschiff. Das wäre schon mal Punkt A gewesen, was ich nicht ganz geschnallt habe. Sorry, aber wie gesagt, ja, egal. Punkt 2 ist, es gab einen Autopilot zur Landung, den hätte ich vielleicht auch nutzen können. Punkt 3 ist, wenn man immer ein Zeitlimit hat, oh geil, was ist das da hin? Ein Zeitlimit hat von 22 Minuten, aber man es nicht sieht, das macht man schon wieder Stress. Aber naja, Scoutwerfer benutzen. Moment, was ist das überhaupt? Komm mal her, Erklärung. Nordwesten, Geysirberge. Wow. Süden, Quantenhain-Krater. Alles klar. Ruinen der Nomai. Jungrindenkrater. So, okay. Also man kann das Ding da wohl benutzen. So. Kann ich eine Ovo da unten? Nein. So. Was haben wir dann hier? Weglegen, Werfer ausrichten. Rechter Stick, Ovo unten. Das kann ich schon mal nicht. Scout starten. Rechter Button. Das ist so geil. Und der flieht jetzt noch nicht oder was? Oder? Oh, der ist schon drüber. Scout zurückholen, rechter Button. Oh, jetzt ist er drüber. Jetzt kommt er wahrscheinlich hin. Okay, ich hole ihn mal zurück. Alles klar. Das Ding ist halt quasi gedacht. Flip. Guck mal da. Oh, das ist hübsch. Bump. Okay. Kamera drehen. Ah, jetzt kann ich ja die Kamera drehen. Interessant. Okay. So, dann haben wir das nämlich Ammo trainiert. Muss für Ammo sein, so. Schnappschuss. Brrr. Mal gucken, wie schnell ich das hier kriege. Ob das wohl 60 Frames sind. So. Aua. Wenn der dann irgendwo landet und dann kann ich die Kamera drehen. Okay. Das ist ein Barm. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich huck auf den Berg. Okay, der hat eine seltsame Art, Kamera zu drehen. Okay, so. Dann haben wir das, gehen wir weg da, auch trainiert. Das ist so zu dumm, ein bisschen vorauszublicken oder so. Ob ich das jetzt wirklich brauche, höchstwahrscheinlich. Aber wohl im Moment noch nicht. So, was ich hier noch machen muss, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung oder machen kann. Man sagt ja, ich will dich nicht drüber über das Spiel informieren. Heute sage ich jetzt mal was, ihr Leid. Es ist ehrbar, was ihr da mache. Keine Spoilere zu wollen.
Aber ihr müsst bedenken, wenn er sowas sagen, ein bisschen mehr Infos könnte man schon rausgeben. Wie zum Beispiel, was für eine Art von Spiel das ist. Zum Beispiel, dass ich immer wieder bei Null anfange. Also, ich will jetzt nicht Roguelites oder Roguelike oder was weiß ich was. Das ist so Quatsch jetzt. Aber halt, ne? Und dass die Steuerung zum Beispiel sensibel ist. Hätte man auch noch erwähnen können. Warum macht es dann da hin? Komisch. Ja, dass die Steuerung sensibel ist. Hätte man auch erwähnen können. Und so Sache. So, wo sind wir dann? Ach, das ist das Ding da. So, ja. Und überhaupt und sowieso. Und dass das halt eventuell Zeitloop ist. So. Kann ich mich über alles selber drüber informieren, ist so gar kein Ding, ne? Ich habe die aus dem Observatorium geholt, ne? Die Stadtcodes. Hä? Ich habe von mir Abgase angehört, als ich dachte, das Zeug haut echt rein, aber sowas von. Naja, wenn du die Codes schon hast, dann will ich dich nicht aufhalten. Viel Glück und achte gut auf das Schiff. Ja. Natürlich, ich werde da keine Kratzer hinmachen. Abgesehen von der Gebrochscheibe. So. Lift aktivieren. Also. So, auf geht's. Zack. Schiffslog ansehen. Sag ich mal hier. Gerüchtemodus. So, guck mal hier. Ah, das bleibt erhalten. Das ist quasi das, was erhalten bleibt. Da hätte man der Wallbergs Lager, Gerüchteeintrag ansehen. Machen wir mal. Klingt, als ob Wallberg noch immer auf dem Abraumfels stationiert ist. Wallberg ist nun schon eine ganze Weile alleine dort. Wo bin ich denn hier? Gibt es von Dorf A-Einträge? So, und das da? Kartenmodus. Eine Höhle im Zentrum, Holzkamin von Outer Wilds, wenn das genutzt wird. Ah, ja, kenne ich. Das ist Signalortungssystem des Auges. Alter Schwede. Riebeck machte sich auf zum bröckligen Krater. Okay, wo war ich dann eigentlich schon? Südliches Observatorium, wo ist denn das? Achso, weiß ich gar nicht. Das ist einfach nur... Okay, bröckliger Krater scheint so das nächste zu sehen. Hoppala. Wie mache ich denn das wieder aus? Da, Kartenmodus. Okay. Also ich war jetzt hier unten. Auf dem da war ich schon, ne? Abraumfels. Ah ja. Alles klar. Ja, ihr Leid, sorry, ne? Ich habe ja letztens 2 Folgen hochgeladen, also ein bisschen bla bla und dann die erste Stadt. Das wird jetzt hier nicht wirklich besser wäre, weil ich glaube nämlich, ab jetzt sind es immer 22 Minuten pro Run. Und wenn ich jetzt hier rumpimmel, geht das natürlich von dem Run ab. Soweit ist klar. So, Start-Landekamera brauchen wir doch nicht, oder? Signaloskop ausrüsten. Ah, da. Linker Stick. Abraumfels. Moment, da ist einer drauf. Doch, da ist einer drauf. So. Hä? Was jetzt? Schiff zur Reparatur verlassen, Sauerstofftank bestätigt, obere Hülle bestätigt, Heckhülle bestätigt. Geht's noch? Wann ist denn das jetzt passiert? Ey, Alter, echt jetzt? Ich war nicht nur in der Nähe von dem Planeten, oder was? Okay. Also, dann gucken wir mal. Wie das jetzt, weil, wo bin ich denn hier überhaupt? Ich bin wieder gelandet, oder? Ich bin irgendwo auf dem Berg. Ja. Ich weiß nicht, rentiert sich das überhaupt hier? Oh mein Gott. A gedrückt halten. Jetpack Booster zünden. Ja, ich würde schon gern hochkommen, ne? Achso. So. Wo muss ich denn da jetzt halt hier? X gedrückt halten, reparieren. Zack. Okay. Haben wir schon noch irgendwas? Taschenlampe, Karte auf. Oh. Schwerkraft 1-0. Also ich bin... Rum.
Ich bin also schon wieder an meinem Raumschiff. Aber warum kann ich denn das eigentlich nicht von innen klippeln, ne? So. Wo muss ich alles reparieren? Kann man das mal jemand sagen? Oh, hopp. A gedrückt halten, irgendwas. Hopp. Achso, ich kann ja hupsen, stimmt. Wupp. X gedrückt halten, Heckhülle. So, das sieht gut aus, oder? Echt jetzt, also das ist ja mal Scheiß. Also das passt mir jetzt halt gar nicht hier. Komm mal her da. Anzug zurückgeben. Starte mal wieder, oder? Was gibt's noch? Schiff zur Reparatur verlassen. Sauerstofftank. Da brauche ich aber doch den Anzug. Brauche ich. Damit ich, so. Sauerstofftank. Ja, dann sagen wir doch, wo der ist. Ich würde sagen, das da, oder? Das sieht so sauerstofftankisch aus. Das ist so vor der Seite. Naja. So. Das da ist ein Nitro-Tank, oder was? Jetzt. Ah ja, Alter. Ihr Leid. Ihr merkt schon, ne? Das ist kein Spiel für mich. Ach so. So. Kann ich dich jetzt reparieren? Nö. Ey. Ja, aber wie soll ich denn dich reparieren? Weil ich schon nicht immer an dich dran komme, Kollege. Kann ich mir das mal erklären? Echt jetzt? Ey, also das ist so wohl... Hey, sorry, aber... Hä? Ja, da muss ich da fliehen und bei... Ja, aber... Ey, ihr Leid, ich habe ein Problem, ne? Okay. Die Sache ist die. Ich muss den rechten Knopf gedrückt halten, damit ich düse, damit ich Auftrieb kriege. Ich muss den A-Knopf gedrückt halten, damit ich genug Auftrieb kriege, weil wir hier gerade schwerkraftmäßig auf ganz normal sind. Ne? So, dann muss ich also R2, oder wie ich das nennen wolle, und A. Dann muss ich dabei lenken, ein bisschen nach vorne lenken oder sowas, mit dem linken Daumen. Im rechten Daumen muss ich noch dabei zielen. Der rechte Daumen, der übrigens auf A ist gerade. Ne? Dann muss ich dabei noch mit dem rechten Daumen, mit den zwei, den ich habe, mit den zwei rechten Daumen, muss ich dabei noch nach vorne lenken. Also generell noch ein Analogstick, damit ich zielen kann. Und dann muss ich noch X drücken. Okay, wie viel Daumen brauchen wir dann, ihr Leid? Hey, ich probiere das jetzt irgendwie mal so. Guck mal, jetzt. Ey, sorry, aber was ist denn das für eine Scheiße? So, dann stelle ich mich dort drauf. Ich würde doch gern reparieren, ne? Aber das geht nicht. Ey, es geht halt einfach nicht. Weißt du was? Es ist mir gerade scheißegal. So. Anzug hängen wir da hin, alles klar, ich fliege jetzt einfach fort. So, zack, ist mir scheißegal. Gib Stoff, Junge. Aber Stofftank bestätigt, wenn ich so scheiße, hey. Habe ich schon erwähnt? Ich fliege jetzt einfach da hin, bröckliger gerade, ist doch mir egal. Was ist denn das da unten? Keine Ahnung. Also, ich kann jetzt... So. Nein. Ich will schon auf deine bröcklige Gerade. Gedrückt halten, freie Sicht. Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich sehe doch, dass ich wieder... Was ist denn das da oben? Achso, das ist mein Raumschiff. Sauerstofftank beschädigt. Der ist mir doch egal. Und wo bin ich denn jetzt? Was bist denn du eigentlich? Scheinwerfer aus, Schiff zur Reparatur verlassen, Sauerstofftank. LB gedrückt halten und rechter Stick rollen. Ah, okay. Ohne gedrückt halte, freie Sicht. Ohne gedrückt halte und... Also, okay. So. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was hier los ist. Ich würde doch gern hingehen, ne? Ich weiß nicht, fliehe ich vorwärts, fliehe ich nicht vorwärts? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Was ich mich auch noch gerade froh, warum fliehe ich da nur ohne?
ihr Leid. Bin ich immer noch in der Schwerkraft von irgendwas. So, was ist denn das da eigentlich? Ja, da trödelt einer, ist so klar, aber ich will doch hin. Hä? Hey, ihr Leid, wie komme ich dann doch hin? Ich gehe doch jetzt halt weiter weg. Ich verstehe das gerade alles nicht. Ah, komm, ist so gut, hopp. So, zack. Ja, ich schnall mich nicht da. Ich muss den Sauerstofftank reparieren. Geht das auch im Weltraum, ja. Ach so. Ich hab gehört, Suha. Okay, ihr Leid. Sehr gut. Huch. Was gibt's hier? Sorry, aber das war gerade zu geil. Das war gerade zu geil, ey. Ich bin so durch. Okay, also ich stelle fest, auf der Erde reparieren brauchen wir erst gar nicht machen. Es ging nicht. Ich konnte das Sauerstofftank nicht reparieren, weil... Ja. Boing. Hopp. Gut, jetzt. Ach, guck mal, jetzt Froda Nimino. Hat er gelernt, sag mal, wo muss ich eigentlich hin? Und lieber Geld. So. Gibt jetzt ein schnelles Basu. College. Aber gebe ich da. So, zack. Und diesmal Start-Checkliste. Automatischer Jetpack-Booster. Oh, was ist das da? Der Jetpack-Booster kann manuell mit Tastendruck ausgelöst werden oder wird automatisch ausgelöst, wenn ein Schub nach oben. Aber hallo. Übersetzungsmodul. Das Übersetzungsmodul kann manuell, ja. Zeit beim Übersetzen anhalten, das will ich ja. Zeit beim Lesen des Schiffslogs anhalten. Oh, ja, das will ich ja. Zeit während Gesprächen anhalten. Ja, das will ich ja. Guck mal, das ist extra verdippscher wie mich gemacht. Okay, ich ziehe jetzt... Ich drücke es nicht Nintendo X. So. Aha. So. Also. Ja, jetzt die Startkamera. So, gedrückt halten, Start. Guck. Cockpit-Ansicht. Linker Stick, da will ich hin. Ah. Guck mal, jetzt kann ich... wieso gehe ich jetzt schon wieder weg? Ah ne, das ist meine Geschwindigkeit. Okay. Untiefen der Riesen. Okay. Mir doch egal. Was bist denn du da neben eigentlich? Oh. 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 A gedrückt halten, Geschwindigkeit anpassen. Ich will doch schon hin. Jetzt haut er wieder ab. Der haut ab. Der Frichtel. Hallo? Ja, ich verstehe das jetzt. Ah, ne. Hä? 4000, also. So. Also, pass auf. Signaloskop, Abschneiden. Das Ding ist aber halt... Oh, Autopilot, guck. Autopilot. Autopilot. Bester Mann. Autopilot, bester Mann. So, 1600. Alter. Wie jetzt? X-Landungsmodus. Okay. Schub nach unten, oben. Ey, das ist so Wasser. Boing. Noch ein bisschen tiefer. 470. Jetzt gehe ich wieder hoch. Was passiert jetzt, wenn ich rausgehe? Cockpit-Ansicht. Ich verstehe. Okay. Ich fliege mal da nuff, ne? Guck mal, ob ich hier vielleicht landen kann. Ja. Ich finde schon, dass ich gut gelandet bin. Also ich bin noch gar nicht gelandet. Hopp. Kleiner Hüpfer. Ja, Astrein! Astrein gelandet! Ausnahmsweise. So. Okay, ist das identifizierbares Signal in der Nähe. Ah, da hinten. Trödet einer. Unbekannt 50 Meter. Da brauche ich halt das Ding nicht, ne? So. Da leiht einer und chillt. Der Ludwig. Der chillt. Hey du. Gabo, Gabo, Gabo. Ach, du bist es. Schön zu sehen, dass du es in einem Stück hierher geschafft hast. Also, der erste Start allein ist der Hammer, oder? So,
Das wird jetzt total schräg klingen, aber ich glaube, in letzter Zeit höre ich einfach nicht auf, andauernd zu sterben. Keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist wirklich merkwürdig. Hey, das kenne ich irgendwo her. Was ist mit dir? Bist du in letzter Zeit gestorben oder geht das nur mir so? Nee, wir stecken in einer Zeitschleife. Zeit verhält sich merkwürdig in letzter Zeit. Tja, Zeitschleife würde so einiges erklären. Toll. Na, du nimmst das ja wirklich ziemlich gelassen hin, ne? Du aber auch, wie ich sehe. Ja, ja. Ich persönlich mag ja neue Erfahrungen und in einer Zeitschleife war ich bisher noch nie. Ich meine, ich glaube, ich war bisher noch nicht in einer Zeitschleife. Es scheint so, als ob nur du und ich bewusst wahrnehmen, dass die Zeit total verrückt spielt. Ich habe versucht, Hornfels anzufunken und nachgefragt, ob alle gerade gestorben wären. Aber ich glaube, Hornfels hat mich nicht ganz ernst genommen. Selbst wenn ich Hornfels von der Zeitschleife erzählen würde, niemand würde sich nach der nächsten daran erinnern. Niemand sonst bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und noch etwas ist merkwürdig. Bei jedem Tod laufen meine Erinnerungen vor meinem inneren Auge noch einmal ab. Bin mir ziemlich sicher, dass das mit der steinernen Nomai-Statue zusammenhängt, die ich auf einer der Inseln gefunden habe. Ich betrachte sie einfach und plötzlich öffnete sie die Augen und fing an zu glühen. Sie spielte meine Erinnerungen ab, genauso wie ich sie mit meinen eigenen Augen erlebt hatte. Genau so fühlt sich jeder meiner Tode an. Mann, mir ist das Gleiche mit der Statue im Museum passiert. Die also auch. Dann haben die Nomai-Statuen definitiv etwas damit zu tun, dass nur wir diese Zeitschleife bemerken. Also ohne glühende Statue kein Wahrnehmen der Zeitschleife? Daran werde ich anknüpfen auf der Suche nach Antworten. Wenn du noch etwas anderes über die Statuen oder die Zeitschleife herausfindest, lass es mich bitte umgehend wissen. Danke. Ich werde hier warten. Tja, das sind soweit alle Neuigkeiten von mir, aber das ist ja erst deine erste Reise ganz alleine. In diesem Sinne, lass uns über dich reden, ja? Oh, jetzt bin ich schon gespannt. Wie kommst du mit dem Weltraum zurecht? Ich habe etwas gefunden. Was treibst du hier draußen? Gibt es, also das ist so generell hier Gesprächsstarter. Gibt es irgendwo auf den Untiefen der Riesen etwas Interessantes zu entdecken? Was ist mit dem Planeten los? Wo ist dein Schiff? Das ist eine gute Frage. Es ist definitiv irgendwo auf diesem Planeten. Es sei denn, ein Zyklon ist bereits darüber hinweggefegt und hat es in den Weltraum geblasen. Na, das wäre echt verrückt. Hoffentlich ist es nicht einsam. Schiff. Also mit Gabbo rede ich mal weiter. Hast du jemals so lange in einen Zyklon geschaut, dass er anfängt, dich zu hypnotisieren? Ich sag's dir, du verfällst dir draus, wenn du lange genug hinschaust. Also, gibt es irgendwo in der Untiefe irgendwie was Interessantes? Ich weiß etwas, das dich vielleicht interessiert. Zu Beginn einer Zeitschleife sehe ich immer einen hellen Blitz am Himmel. Irgendetwas muss da im Orbit um den Planeten vor sich gehen. Ah, der helle Blitz, daran kann ich mich erinnern, ja. Was noch? Warst du schon auf der Statueninsel? So nenne ich sie, weil es die Insel ist, auf der ich die glühende Nomai-Statue gefunden habe. Ist doch logisch, oder? Ja, schon. Ich war am Strand auf der Statueninsel, als diese glühende Angelegenheit stattfand. Für solche Sachen ist das echt der perfekte Strand. Auf meiner Gabbro, der heißt Gabbro-Entspannungsskala gebe ich glatte 7 von 10 Punkten. Falls du dir die Statueninsel mal ansehen möchtest, das ist die mit den beiden Inseln, die mit dem steinernen Bogen verbunden ist. Naja, größtenteils verbunden. Wirst schon sehen. Okay, ich habe was gefunden. Schön für dich. Was hast du Schönes gefunden? Och, nicht wichtig. Okay, nee, ich bin noch nicht fertig. Was treibst du hier eigentlich? Tja, was machen wir hier eigentlich? Nein, mein Schatz. Ich bin hier, um unser Sternensystem zu erkunden, genau wie du. Aber soll ich dir was sagen? Der tiefe Weltraum gibt einem wirklich viel Zeit und Platz zum Nachdenken. Hier draußen ist alles ruhig und friedlich. Zumindest normalerweise ist es ruhig und friedlich. Manchmal zieht ein Zyklon über mich hinweg oder hebt mein kleines Inselparadies aus dem Wasser. Dann ist es weniger friedlich. Was ist denn mit dem Planeten los, ne? Ja, das stimmt. Was ist da los? Stimmt? Ach, du meintest, ich soll dir mehr darüber erzählen? Ja, alles klar. Nun, die Untiefen der Riesen sind gewaltig und fast vollständig von Wasser bedeckt. Somit beziehungsweise soweit, keine Überraschungen. Die starken Strömungen weit unter der Oberfläche verhindern, dass irgendetwas jemals komplett versinken kann. Habe ich, glaube ich, gemerkt.
Im Ernst jetzt. Ich habe schon zahllose Dinge versucht, um unter die Strömungen zu kommen, aber nichts hat funktioniert. Was Landflächen angeht, so habe ich 4 Inseln gefunden, einschließlich dieser. Und halt auch dieser Insel mit der Nomai-Statue am Strand. Hast du die Zyklone gesehen? Man kann sie kaum übersehen, stimmt. Ich habe eigentlich noch gar keine gesehen, egal. Sie wirbeln alles durcheinander, die Inseln eingeschlossen. Kleiner Tipp, wenn du mal weggeweht wirst, versuch im Wasser zu landen, da hast du bessere Überlebenschancen. Aller gut, wir sehen uns dann. Schiffslog aktualisiert. Cool, also Höhle. Ich gucke mich doch mal um. Gefahr, Geistermaterie in der Umgebung entdeckt. Moment. Auswerfer. Okay. Das war jetzt nicht mein Plan. Also wacht. Mein Plan ist das gewesen. So. Und jetzt müsste der hier, wenn ich ein Foto mache. Das ist Geistermaterie. Okay. Irgendwie ist das Ding. Das heißt, genau zwischen mir und ihm ist Geistermaterie. Da ist so ein Zyklon. Der ist nicht nur an meinem Schiff, ne? Und jetzt zu sagen, wir sind direkt drin. Ah, so. Aualle, aualle, aualle. Ey, was ist jetzt hier los? Okay, nicht gut. Bin ich schon wieder tot? Okay, ja, es war mein Megaplan. Mein Megaplan war, mich in die Höhle zu flüchten. Also eigentlich wollte ich drum herum gehen, mir die Geistermaterie angucken. So. Die kann man ja nur mit der Kamera sehen. Habe ich gemacht. Komm, mach schneller. Habe ich gemacht. Wie war das wieder? Wo geht auf? Ich bleib einfach mal stehen, wart. Rechts zu mir. Gut. Alles optimiere hier. So. Dann hat mich das komische Ding. Startcheckliste. Alles drin. Moment. Ich muss doch kurz ziehen. So, Schiffslog, jetzt tut er mich die Zeit erhalten. Dann hat mich das komische Zyklon-Dingens da hochgehoppt und ich habe nicht geschnallt, was los ist. Und dann wollte ich mich in die Höhle flüchten. Da ich aber auf der anderen Seite von der Höhle war, wo die Geistermaterie ist, bin ich in die Geistermaterie rein geflüchtet. Ja, super. So, was haben wir dann hier Feines? Ach so, der... Ah, ich verstehe. Das Plus in der Mitte quasi, sag mal, wo ich bin, Gerüchte-Eintrag. Klingt, als ob Wallberg noch immer auf dem Abraumfelsen stationiert ist. Wallberg ist schon eine ganze Weile dort alleine. Okay, hier kennt man nochmal hier, der Abraumfels. Gerüchte-Eintrag. Riebeck macht sich auf zum bröckligen Krater, um zu untersuchen, was die Nomai dort am Südpol trieben. Die Nomai beschlossen ein größeres, anspruchsvolleres Signalortungssystem des Auges am Südpol vom bröckligen Krater. Okay. Mal hier. Zum Beginn der Zeitschleife sieht Gabbro einen hellen Blitz am Himmel. Irgendwas muss im Orbit um die Untiefen der Riesen vor sich gehen. Alles klar. Gabbro sagt, die starken Strömungen der Meeresoberfläche verhindern, dass etwas komplett versinken kann. Was ist denn das so eigentlich? Gabbro lungert. Nummerstatue gefunden. Okay, da waren wir. Und was ist das da? Die Statueninsel, wie sie Gabbro nennt, ist mit den beiden Inseln. Also ich würde vorschlagen, wir machen es uns jetzt erst einmal einfach, ne? Position auf Hut markieren. Moment. Bröckliger Krater. Da. Da will ich hin. Was ist das? Ich will erstmal auf den Mond, wenn es möglich ist. Ansonsten gehe ich wieder woanders dahin. Wieso kann ich eigentlich nicht? Oder ist das der Mond? Eintrag ansehen. Eine Höhle im Zentrum und Holzkamine. So. Ansicht zoomen.
Wallbergslager. Also, ich probiere jetzt allererst mal. Ja. Drückt halten, Start. Zack. Start, Landekamera ist was von Nature. Zack. Auf in den Weltraum. So waren wir schon. So. Da will ich hier. Der Abraumfels, genau, da will ich hier. Autopilot aktivieren. Geil. Das ist so. Bremsdüsen zünden. Autopilot unterbrechen. Landungsmodus. So. Stehe wie 1. Richtig? Richtig, oder? Steht doch wie 1. Ja, ich stehe wirklich wie 1. Also, Taschenlampe. Wo bin ich denn hier? Ab. Jetzt. Ah ja, da waren wir schon mal, ne? Jetzt pass auf. Ja, aber der ist doch evil, ne? Oder? Wir rennen jetzt einfach mal weiter auf dem Abgewrackte. Kann ich eigentlich hupsen? Also ja, klar kann ich hupsen, ne? Ich habe nur Angst, dass ich zu viel hups. Aber ab, hau, hopp. Also ich kann ja diesen hier machen. Guck mal da. Wenn ich gefunden habe, hä? Oder was? Ja, das freue ich mich nämlich auch gerade. Uah. Okay. Ha. Hallo. Ey, sag mal, brauchst du... Kollege, brauchst du keine Sauerstoffmaske? Oh hey, du bist es. Ja, ich bin's. Die Bodenkontrolle hat mir gar nicht mitgeteilt, dass du starten wirst. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Andererseits, ist schon ewig her, dass ich überhaupt irgendjemanden gesehen habe. Habe ich dich Pfeife gehört? Vielleicht. Oder nein, ganz bestimmt sogar. Die anderen Reisenden tragen Geräte mit sich herum, sodass sie gar nicht mehr selbst pfeifen. Alter, du stehst einfach ohne Helm und sowas auf dem Planet. Ihre Laute kann man aber mit meinem Signaloskop auffangen, weißt du? Der beste Ort dafür ist der Nordpol. Guter Empfang. Ah, stimmt, ich sehe jetzt gerade. Wo ist eigentlich Norde? Blau oder rot? Egal. Hey, danke, Spiel, danke. Der Nordpol ist rot auf deiner Minikarte markiert, aber Abraumfels ist ein sehr kleiner Mond. Geh einfach nach Norden, kannst es nicht verfehlen. Geh nicht weg. Also, du wolltest doch sicher noch was. Ja, kommen hier noch andere Reisende vorbei? Der Mondaußenposten wurde viel häufiger angeflogen, als unsere Schiffe noch weniger modern waren und häufiger repariert werden mussten. Heutzutage wird er fast nur noch dazu verwendet, die Dinge im Auge zu behalten. Manchmal kommt Chat vorbei und sagt Hallo. Gabbro ist halt Gabbro und du weißt ja, wie Rebecks Einstellung zu unnötigen Raumflügen ist. Aber hier oben ist es doch schon einsam, oder? Ein bisschen, ja. Ich stehe in Verbindung mit der Bodenkontrolle, hauptsächlich mit Hornfels und Eisenhut. Sie funken mich manchmal an, um etwas zu plaudern. Und wenn die Bodenkontrolle mich mal wieder hier oben vergisst, was recht oft vorkommt, dann starte ich meinen kleinen Scout in Richtung des Dorfes. Die vergessen dich? Naja, ich nehme es niemandem übel. Ich melde mich auch nicht so häufig wie andere Reisende, weil ich ja nur an einem Ort bin. Und hier oben ist es gar nicht mal so übel. Es ist auf alle Fälle sehr ruhig und friedlich. Das hat man nicht offen in unserem Sternensystem. Ganz zu schweigen vom Dorf. Uff. Was ist das für ein Ort? Ja, sehr witzig. Ach du Scheiße, du meinst das ernst, oder? Ja, das ist wirklich traurig. Also, willkommen auf dem Mondaußenposten, über den unser Weltraumprogramm offensichtlich niemanden mehr richtig informiert. Als wir einst Outer Wilds starteten, brachten Reisende ständig ihre Schiffe hierher, um sie reparieren zu lassen. Seitdem hat sich unsere Weltraumtechnologie wahnsinnig weiterentwickelt, aber die älteren Schiffe gehen leider noch regelmäßig fast auseinander. Also früher viel mehr, als sie es heute tun. Mit Hilfe des Außenpostens verringerte sich die Zahl der Starts und Landungen im Dorf selbst, die dort hin und wieder zu größeren Bränden führten. Heute bin ich hier fast die ganze Zeit alleine, züchte meine Setzlinge von Holzkamin und passe auf alles auf.
Merkel richtet dir übrigens Grüße aus, ne? Merkel erinnert sich vielleicht noch, dass ich hier oben bin, aber wer sonst? Ich sollte mal wieder bald nach Merkel-Schmergel sehen. Ja. Sag's keinem weiter, aber manchmal schicke ich den kleinen Scout runter, um sicherzustellen, dass Merkel keinen Unfug anstellt. Ich mache mir nämlich Sorgen um den großen Baum im Dorf. Ist einsam, oder? Ne? Ein bisschen, ja. Ich stehe in Verbindung mit der Bodenkontrolle, ein bisschen plaudern, ne? So, dann, hey, sag mal, spionierst du uns aus mit dem Scout? Was? Nein, ich spioniere nichts aus. Das ist nur eine einseitige Form der Kommunikation, von der niemand unter den Dorfbewohnern etwas weiß. Weil ich ihnen nie etwas gesagt habe. So, aller gut, dann mir rede später, ne? Schiffslog aktualisiert. Sehr gut, danke. So. Ich verstehe halt immer noch nicht, wie der da kein Helm aufhaben kann. Kann ich da hingehen? Nee. Auerle. Ich glaube. Okay, überwacht. Wir machen. Oh. Das ist schon wieder zu weit. So. Ich habe gerade beschlossen, dass wir jetzt erstmal am Boden bleiben. Ja, bis auf die Hupser jetzt. So, wir gehen an den Nordpol. Nordpol ist rot, hat er gesagt. Das müsste doch hier sein. Ah ja, da ist was. Blub. Ah ja, da steht was. Lesen. Waldberg Signaleskop Logbuch. Tag 48. Ich höre immer noch nichts von Riebeks Banjo aus dem bröckligen Krater. Es ist sicherlich alles in Ordnung, aber ich würde mich besser fühlen, wenn ich die Musik hören könnte. Riebeks Banjo aus dem bröckligen Krater. Okay, das hatten wir schon. Tag 51. Ich habe Chat heute eine Weile beim Spielen zugehört. Nebenbei bemerkt, sollte jemand Porphy und Eisenhut sagen, dass ihr Geflirte von oben gesehen nicht besonders subtil ist. 55. Der Tag. Heute hörte ich laut und deutlich Banjo-Musik. Banjo, was weiß ich, wie man das Gitarre-Ding mit Katzehaut nennt. Klingt, als ginge es Riebeck gut. Riebeck, du Pappnase, ich hatte mir Sorgen gemacht. Ah ne, das mit der Katzehoher ist Chamisen, glaube ich, oder sowas. Egal. Tag 63. Heute dachte ich, ich hätte etwas Merkwürdiges gehört. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich war es nichts. Tag 70. Ne. Heute ist es wieder da. Etwas Seltsames kommt von Holzkamin. Tag 76. Okay, ich weiß, dass es verrückt klingt, aber das Geräusch von Holzkamin klingt genau wie Feldspatz Harmonika. Aber Feldspat ist vor Ewigkeit im All verschollen. Es kann also nicht sein. Sind wir noch da? Das ist richtig gruselig. Vielleicht ist mein Signaloskop kaputt. Ich spreche lieber mit Gneis. So, dann hätte man das auch. Signaloskop ausrüsten. Und wir hüpfen mal ein bisschen lieber. Das Geile ist, dass es halt hier quasi, so sehe ich die Sache, okay, Fallschade gibt. So, ihr Leid. Ein bisschen schneller hier, oder? Zack, noch ein bisschen Gas geben. Da ist mein Schiff. Hallo. Ja, das war schon wieder zu weit. Zu weit. So, zack. Ah, okay, Fallschade ist fein. Also bin ich am Südpol gelandet? Oder wie? Wo ich das erste Mal da war? Ja, das ist ziemlich genau der Südpol. Ey, da habe ich genau zwei Möglichkeiten gehabt, Südpol oder Nordpol. Und ich bin natürlich... Guck mal hier, wir gehen mal da runter. Weil da unten ist nämlich Bam. So. Okay. So. Da steht jetzt aber nichts Neues, oder? Ich traue dir, sagt er nicht. Das haben wir schon gelesen, ne? Und haben wir das doch nicht? Haben wir nicht gelesen? Doch, oder? Ja. Lese doch. Aufbau zu einer Herausforderung, ich will nicht empfehlen, auf diesen Planeten zu bauen. Okay.
Südlicher Gletscher auf dem bröckligen Krater. Südlicher Gletscher, bröckliger Krater. Neues Gebäude, ist klar. Ja, lass uns dort bauen. Ich kann mir vorstellen, dass unser junger Freund Connoy viel Spaß daran hätte. Er war schon immer ein großes Interesse für das Auge, insbesondere Kindeslangen. So. Werde ich unverzüglich mit dem Bau am Südpol des bröckligen Kraters beginnen. Okay, hier haben wir alles gelesen. Ja, aber das hatte ich doch, glaube ich, schon mal gelesen, oder? Bin ich mal relativ sicher. Ja, komm, ist gut. Das hatte man auch letztes Mal, also in der Folge 1.1. Ja, ich wollte es nicht direkt Folge 2. Das hier ist jetzt die offizielle... ja, ich habe ganz vergessen, wie ich da im Kopf wäre, wann ich da hingucke. Ich habe ganz vergessen. So, jetzt pass auf. Wir gehen jetzt in unser Schiff hin, das ich astrein geparkt habe. Also wirklich jetzt. So. Fuel, wenn ich dann jetzt da hinhänge, ladet er sich dann wieder auf. Nicht wirklich, ne? Schade eigentlich. So, dann gucken wir uns das da jetzt noch an. Ne, das gucken wir uns nicht an. Wir fliehen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter rum. Und Abflug. Und gucken mal, wo wir hier fliehen. Was ist denn das da eigentlich? Bröckliger Krater, siehst du, da wollen wir hin. So, oh, Autopilot ist was Feines. Hey, ohne Scheiß jetzt. Ich wäre aufgeschmissen ohne Autopilot. Ja, weil es ist so... Lautwerfer ausrüsten, Signaloskop. So. Ah ja, es ist noch Autopilot, ich kann mich halt nur umgucken. So, da ist halt Banjo. Alles klar. Jetzt müssen wir mal gucken, weil gleich muss ich nämlich landen. So. Na, ich muss schon da hin, ne? Aua, aua. Ja, ich stehe. Astrein. Astrein stehe ich, oder? Ja, das ist schon in Ordnung so. Zack. Überlebt. Schiff zur Reparatur, Landegestell beschädigt. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. So. Helm und so habe ich A. Landegestell beschädigt, soll nicht weiter schlimm sein, oder? Da, zack. So, haben wir schon noch irgendwo was beschädigt? Nee. So, am Südpol. Das wäre hier. Ich kann hier mal kurz gucken. Da. Da oben ist sogar irgendwas. Was ist das? Echt jetzt? Was ist das? Jetzt geht es allen gut. Hiermit wurde beim Aufschlag der Color orange. Color ist gleich. Ernsthaft jetzt. Hat hier da HTML-Code drin oder was? Niemand wurde beim Aufschlag der Rettungskapsel. Yep. Das ist geil. Da muss ich ein Screenshot machen, das ist so cool. Okay. Niemand wurde beim Aufschlag der Rettungskapsel, die eigentlich orange sein soll, das Wort, gefällt irgendwie verletzt oder so. Das sind zumindest gute Neuigkeiten. Wissen wir etwas von Rettungskapsel 2 oder Rettungskapsel 3? Nein, ich konnte keinen Kontakt herstellen. Mit meiner Ausrüstung empfange ich aber die Notrufsignale der anderen Rettungskapseln. Das bedeutet, dass die Kapseln noch intakt sind. Ich werde sie weiter anfunken. Hab Dank. Können wir... Thatch, der Mond nähert sich wieder. Schnell, haltet euch irgendwo fest. Der Vulkanmond ist zurückgekehrt. Oh, nee.
Passt auf fallende Asche und Geröll auf. Ich glaube, der Mond ist vorübergezogen. Der Planet scheint sich nicht gerade über Besucher zu freuen. Auf seiner Oberfläche sind wir alles andere als willkommen. Wir müssen schnell eine Zuflucht finden. Der Vulkanmond wird nicht lange fernbleiben. Ich habe mehrere vielversprechende Stellen unter der Oberfläche gefunden, aber wir müssen eine Vorrichtung bauen, damit alle sicher hinunterklettern können. Vielleicht können wir Podeste bauen. Ah. Ist das Podest? Da unten hin. Ah, geht nicht. Da ist ein Fenster vorne dran, aber da oben komme ich nicht. Ab. Ah. So, guck. Das sind die Podeste, wo sie gesagt haben, oder? Ich bin mich mal auf eins drauf. Na, geht nicht. Was macht da? Was macht da Grabuchselgeräusche? Was bist du? Kollision steht unmittelbar bevor. Bereithalten für Aufprall. Okay. Das ist nicht so gut. Oder ist einfach... Ah. Schweres Rätsel. Ah, komm. Kommst du her? Okay, das war ein Öffnungsmechanismus von der Tür. Oh Mann, das Spiel ist voll geil. Was ist das da unten? Fliegen wir daneben. So, guck mal, da steht wieder was. Sei vorsichtig, ein schwarzes Loch schläft unter uns. Du darfst nicht ausrutschen. Alter, das ist ein schwarzes Loch. Geht's eigentlich so gut? Was ist das? Schiff? Quatsch. Nee, das da meine ich eigentlich. Okay. Das ist ein schwarzes Loch. Was war denn das? Nein. Gib Gas. Nuff. Das schwarze Loch zieht mich an. Shit. Ich will dann lieber... Gib Gas. Gib dann lieber. So. Oh, hier will ich. Oh, hier. Fuck. Auerle. Ja, ihr Leid. So, reicht jetzt, Oh, das war spannend. Okay, so langsam komme ich ins Spiel hin. Ne? Der Anfang ist halt wirklich holprig. Du kriegst halt, ne? Aber so langsam komme ich rein. Vor allem mit der Autopilot ist sehr gut. Und das im Lande klappt dann als irgendwann. Ja. Dann sind wir hier wieder und ich sah, morgen geht's weiter. Und gucke, was wir dann machen. Tschüss. Oh, das war geil.